Tja, Freunde, so sieht's aus. Wir haben in der letzten Folge die rote Kette erhalten von den 3 Wächtern der Seen, oder besser gesagt den 3 Pokémon der Seen. Vesprit, Tobuz und Selpha, aber offenbar geht's jetzt in ganz Isuit runter und drüber. Warum denn das überhaupt? Mein Freund, der Händler aus der Ginkgo-Gilde, hat mich auf den 9. Stand gebracht. Offenbar will Expeditionsleiter in Boku nicht auf Forschungsergebnisse warten. Er hat vor, selbst auf den Kraterberg zu steigen. Hä? Hat er völlig den Verstand verloren? Will den Riss etwa auf eine Faust in die Lupe nehmen? Naja, er kann schließlich nicht wissen, dass Michael die rote Kette in seinen Besitz gebracht hat. Stimmt, wir haben sie ja gerade erst erhalten. Wir müssen ihm von der Kette erzählen und ihm wissen lassen, was Michael geleistet hat. Jo, war ja schon nicht wenig, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Jubeldorf, Okay, jetzt dürfen wir wieder. Von wegen, hello my friend. Und auch nicht. Hä? Michael? Lumia? Willkommen zurück. Und hier ist es einfach anders. Im Forschungstrupp unterhält man sich kaum noch miteinander. Sogar Kommandantin Celissis isst jetzt viel weniger Kartoffelmochi als vorher. Hä? Wieso freust du dich jetzt darüber? Nun ja, ich will dir mal eben Bescheid geben. Wartest du hier bitte so lange? Gute Michael. Der Professor war vor lauter Sorge um mich ganz außer sich, Michael. Natürlich haben wir Sorgen gemacht, aber noch lange nicht so viel Sorgen wie du. Von wegen, dass Erwachsene aber auch immer so wild flunkern müssen, nur um sich von sich selbst abzulenken. Unerhört sowas. Wie auch immer, ist Kommandantin Celissis nicht mit ihm gekommen? Sie steckt in einem Berg von Arbeit, wie es aussieht. Wir sollen sie im Büro des Forschungstrupps treffen. Da der Expeditionsleiter nicht da ist, hat sie alle Hände voll zu tun. Er ist nicht da? Nun ja, er ist zusammen mit dem Sicherheitstrupp zum Kraterberg losgezogen. Er will wohl auf eigene Faust untersuchen, was er mit dem Pokémon Schatten auf sich hat, die in einem Race im Raumzeitgefüge angesiedelt wurde. Deswegen sind Pikachu nicht ebenfalls vorübergehend für den Wachdienst zuständig. Wie dem auch sei, lassen die Kommandantin aufsuchen und die Lage besprechen. Du hast überlebt, wie ich es dir befohlen hatte. Eine beachtliche Leistung. Nur dank ihrer Hilfe, nur dank Perlas Hilfe. Stimmt ja beides. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Aber er hat in eigener Regie gehandelt und mir damit nur Scherereien eingehandelt. Also, was führt dich hierher? Du bist auch sicher nur in unser Dorf zurückgekehrt, weil du nützliche Informationen erhalten hast, korrekt? Die 3 Seen. Die rote Kette. Kannst du das näher ausführen? Ja, bla 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 und bla bla. Du erzählst von der roten Kette. Ein mythischer Gegenstand, der Welten binden soll. Expeditionsleiter Dempoku ist gar nicht hier. Einem Bericht des Sicherheitstrupps zufolge wurde in dem Riss ein Schatten gesichtet, der wie ein Pokémon aussah. Der Expeditionsleiter beschloss, gemeinsam mit dem Sicherheitstrupp aufzubrechen, um im Fall der Fälle sofort eingreifen zu können. Ihr Ziel ist der Tempel auf dem Gipfel des Kraterbergs. Der Expeditionsleiter mag noch so stark sein, hätte dafür die Hilfe von Michael in Anspruch nehmen sollen. Als Kommandanten des Forschungstrupps gebe ich dir folgenden Befehl. Begib dich zum Kraterberg und setze diesem Unheil mit Hilfe der roten Kette ein Ende. Erkläre dich erneut zu einem Mitglied des Forschungstrupps, Michael. Ja, Mann, ich bin zurück im Rennen. Und dass obwohl Expeditionsleiter Dempoku gar nicht hier ist? Dürfen sie das? Eigentlich nicht. Es war seine eigene Entscheidung, mich mit all dieser Verantwortung hier allein zu lassen. Ich erfülle nur meine Pflichten. Da komme ich auf jeden Fall mit. Schließlich gehören wir doch alles im Forschungstrupp, right? Ich werde sie nicht davon abhalten. Okay, war ein kurzer Ausflug außerhalb des Dorfs. So, übrigens kann er meinen Pokédex aktualisieren, wa? Achso, stimmt, ich muss ihn erst mal wieder aktualisieren lassen. Verzeihung? Ein Pokémon hier? Luca. Hey, Lucario.
Ich heiße Orson. Und du bist? Michael, sehr erfreut. Oh, Michael also. Freut mich. Luca. Lucario. Lucario. Lucario hat anscheinend auch die starke Aura gespürt, die von dir ausgeht. Wenn du bereit wärst, gegen uns zu kämpfen, willst du dann zum Übungsplatz kommen? Lucario mit dem stellenden Willen. Klar. So, warte mal. Wir haben ja noch, wenn ich schon mal hier bin und so weiter alles ganz gut läuft. Ich habe eigentlich noch ein paar Sidequests abzuschließen, wa? So, wo ist er? Ah, da unten. Kann eine Tasche erweitern? Halt die Fresse, Mensch. Ja, konnte ich. Hä? Wieso verschwunden? Das war gerade noch mein Besitz. Ich hab's gerade noch gesehen. Hä? Einfach so weg. So, vielleicht, keine Ahnung. Okay. Warte mal, Professor. Professor. Ja, ein bisschen was hat er getan. Ja, weiß ich doch. Okay. Zum Übungsplatz will ich eigentlich sowieso noch. Wenn ich ehrlich sein darf. So, bin zurück, Freunde. Na, was geht ab? Was? Keine Ware mehr. Was das für eine Scheiße? Ja, mal die Dinge hier verkaufen. Oh, Perla. Sie will uns wieder mal begleiten. So. Wir müssen was loswerden hier. 2 Funkelsteine, alter Schwede. Kirlia zu Galagladi, das wäre Nummer 1. Und der zweite war, glaube ich, ein weibliches Schnäppke zu einem Frostidie. Dann können sie ungefähr so hinkommen. Guck mal, irgendwas mitzunehmen oder so. Trainingsplatz will ich eigentlich sowieso auch aus dem Grund, weil wir noch ein bisschen was neue Attacken beibringen können beim Team und so. Kilias Frisur mit dem schnellen Willen. Ich glaube, Kilias Frisur können wir eigentlich nochmal machen. Das heißt, ich gehe erstmal ganz kurz zur Weide. Okay. Alter. Unser Elite-Knackrack. Psycho. Ganz kurz weiter. Neu. Haben wir ein Elite 4 Non-Tour. Ich habe schon eins, war scheiße. Naja, kann passieren. Dann packe ich es doch mal hier unten hin. Unlicht Gift, ja, kann man aber mal so belassen. Dann neu. 2 Kadabras. Dann zu einem anderen Zeitpunkt mal noch weiterentwickeln. Wo ist die Psychobox? Hier.
So. Mal gucken, hier eine neue Box. Haben wir natürlich noch einen Hisui Zoroark. Es ist tatsächlich vom Typus Normal Geist. Was im Prinzip, sage jetzt mal, noch cool ist. Ein bisschen sortieren. Was eigentlich primär jetzt noch cool wäre, nur frage ich mich jetzt gerade. Ups. Entschuldigung. Ah, wollte gar nicht. Ja, fürs Team seien sie ja momentan gar nicht, weil wir haben sowohl normal als auch Geist-Pokémon, aber generell wäre es schon was wert. Von Attacken her. Mal, auch das hier ist eher speziell. Ja, guck mal an. Schnell und speziell, sehr schön. Schattenstoß, schnell zum Zug, okay. Ränkeschmied ist sicher nicht schlecht. Niedertracht, das war jetzt irgendwie so ein Special Move oder so. Tja, normal wäre zwar jetzt hier physisch, wa? Niedertracht. Hast du da? Sieht eventuell Frostbrand leidet. Doppelt so stark sieht mit einem Statusproblem. Oh, Sondersensor und Ränkeschmied natürlich. Team war. Team, ganz kurz. Ich switch mal Tanuto raus. Wechsel in die Psychobox. Aber die Quest schnell. Mit Kilia sind wir ja genug. Ganz kurz gucken, wir haben männliche, weibliche. Ich glaube, ich sagen, dass wir irgendwie männliches nehmen, wa? Wir davon haben. So. Ah, bin nur dabei. Jetzt sehen wir in Ender auch mal das Symbol von. Ah, verdammt. Ich habe den scheiß Namen schon wieder vergessen, im Viech. Die Entwicklung von Arctip. Der meine König da, der wisst schon. Na egal, jetzt sehen wir uns zumindest mal. So. Genau, entwickeln wollte ich sagen, wa? Hä? Ah, warte mal, war das sogar ein höheres Level? Nein, nicht die Drachenbox. Ah. Nachher wieder rausfällt. Ah, okay. Level 21, ich glaube, das sogar so 20 war. Trassel Level 20 zu Kirlia und Level 30 zu Gardevoir. Neben dem männlich, also das gilt sowohl für das männliche als auch das weibliche, dass er automatisch auf Level 30 entwickeln würde zu Gardevoir. Ein männliches Kirlia kann sich mit dem 8 Stein zudem noch zu Galakladi entwickeln. War das doch, oder? So. Wegen des Auftrags. Ja, hier im Team.
Das ist es, ich hab's. Eine Kille-Frisur für einen Typen? Ich glaube nicht, dass es passt. Also mir zumindest nicht. Jemand anderem vielleicht schon, aber mir nicht. So. Flügelbälle hätte noch ein paar. Mal hier. Top-Tank haben wir noch. Top-Genesung. Ja, komm. Kohle haben wir aktuell noch genug. Wobei, ne, kaum überall brauchen. Scheiße. Ich wollte sagen, überall brauchen wir eigentlich gar nicht. Da habe ich dann noch ein paar von den Ködern. Das reicht noch für eine Weile. Noch ein paar Rauchkugeln. Bin ein großer Fan von denen. Weil ich eigentlich auch mal mit Klickkugeln noch ein bisschen auswachen könnte. Mal mit denen ein bisschen testen. So, Leute. Dann. Dürfen das Killer Gott sei Dank behalten. Vielen Dank. Das heißt, es wäre schon mal ein Killer, was er theoretisch einen Kalakulat entwickeln könnte. So. Ansonsten haben wir hier nicht mehr viele Quests übrig, also vor allem Sidequests und so. Die kümmern wir jetzt gleich darum. Das ein anderes Mal. Das schon relativ bald mal. Das hätte ich jetzt sogar gesagt, wäre vielleicht nächste Sidequests. Plus vielleicht die hier noch mit dem Carpador. Also ein bisschen Carpador trainieren, so einen Pokédex-Eintrag. Nervig, aber was soll's. Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück in meine Hütte. Und würde mich, glaube ich, auf den Endkampf nochmal umziehen. Also falls wirklich irgendwie Finalkampf oder sowas wäre. Irgendwas Kluges hätte noch in der Box? Ich weiß nicht, Freunde. Die Klamotten, die wir so irgendwie bis jetzt haben, sind jetzt nicht Dinge so der Bringer. Na komm, scheiß drauf. Die Mütze kann ich so selber nicht ändern, wa? Oder auch hier. Ja, passt. Aber mit den restlichen Klamotten kann man irgendwie auch doch Quests freischalten? Oder ja storybedingt? Oder wie geht das? Warte mal. Ach, die hier, oder? Aber jetzt haben wir das komplett Neues. Hm. Irgendwie auch nicht so. Extravagante Dinger? Nee. Eine Winterjacke wäre natürlich mal was gewesen, war? Ah, super. Festliches Oberteil. Sind aber auch recht teuer. Ich hätte mal gesagt, ein festliches Oberteil und Winterjacke wäre nicht schlecht. Dann haben wir hier natürlich von dasselbe Prinzip, war Alltags, extravagant und dann natürlich noch die Winterdinger. Okay. Die Hosen. Hä? Eine festliche Hose. Okay, ist natürlich kaum was. Man trägt ja kaum was. Die festeren Dinger sind eher jetzt nicht so teuer. Okay, gehen wir ganz kurz durch hier. Dann haben wir ein paar Sandalen, Tabi-Schuhen, extravagante Schuhe, Winterstiefel. Okay. Was ist mit dem Anzug? Jetzt wird es natürlich spannend.
Der Anzug ist eher unwichtig. Für mich jetzt gerade Anzug. Ja. Hä? Wer gibt's noch nicht hier? Wow. Okay, komm. Jetzt mal Zeit. Ich kaufe erstmal etwas Winterjacke. Ich glaube... Weiß, ja, Winterjacke weiß. Ne, kann man in die hier. Dann gibt es noch ein festliches Oberteil, der jetzt mal gesagt, eins in Rot, glaube ich, war. Oder mal etwas komplett anderes in Grün. Ne, warum nicht? Nee. Festliche Hose, natürlich vermutlich auch. Ah, hier in Grün. Jo. Also geht nachher auf den Kraterberg hoch und der ist doch auch, sage jetzt mal, ja, so hoch oben, wenn es vermutlich auch ziemlich kalt sein, weiter jetzt mal behauptet. Den würde, glaube ich, sogar den Anzug, aber jetzt noch einen, in Rot. Die Winterstiefel, da kann man noch mal ein bisschen variieren mit der Farbe. Nee, das Grau nicht. Ich glaube eher die gelben, die würden noch gut zum Kragen und so passen. So. Extravagante Salen, Halbstiefel. Hey, du bist ein Halbstiefel, Mann. Okay, vielleicht später mal. Brille, eine Schneebrille. Ja gut, warum nicht? Also eine Schiebermütze wir schon haben. Hm. Oh, jetzt ist aber ganz exquisit. Was haben wir hier noch? Bambushut. Okay. Hier haben wir mal Schiebermütze. Was haben wir hier? Blaugrau. Das wäre noch was. So. Neue Klamotten, Freunde. Ab und zu muss natürlich raus sein. Gut. Gehen wir noch mal hier zum Platz. Wenn wir mal sagen, schaffen den Kampf noch. Ja, komm, wir haben in der Folge kaum was gemacht. Den Kampf schaffen wir noch. Hä? Ah, da ist er. Hier passiert, hey. Alter Schwede. Das ist ein bisschen was gewachsen, Freunde. Den Kampf, ja, das ging Lucario. Komm, Axanto mit dem Nahkampf und tschüss. Lucario hinüber. Los, Axanto! 62. War auf einmal Kampf und dann war's das. Luca. Das ist ein großartiger Kampf. Wir müssen wohl mehr trainieren, Lucario. Luca. Rio. Danke dir. Scheint heute Begegnung mit allerlei Pokémon und Stärke gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir unser Können auch an anderen unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wieder sehen würden.
Das Lucario mit dem Eisenwillen. Leistungsfels. Oh. Oha, aber ein ganz krasser, wa? Für Pokémon mit Leistungslevel 9 verwendet werden. Ach du Scheiße. Aber cool, definitiv cool. Ist gar nicht da. Ah, die wollen neue Attacken drauf lernen. Was ist jetzt los? Wieso ist die weg? Wieso ist die alte weg? Weißt du warum? Belila. Taki Igna Belila. Was wechselt dies mit der Zeit nach? Ja gut, Freunde, wenn wir sagen, viel haben wir echt nicht mehr zu tun. Sogar aktuell. Ich habe gerade gesehen, dass es da noch eine Sidequest jetzt plötzlich eine neue gibt. Ist das sogar hier vor der Schneiderei. Aha. Aber vielleicht jetzt, weil wir jetzt Klamotten gekauft haben. Jetzt gibt es eine neue Sidequest. Endlich mal. Hey, hätte ich schon längst machen können, stimmt. Doof. Da gehört die alte vielleicht irgendwie zum Sicherheitstrupp und deswegen ging die mit dem Kommandanten mit. Das könnte auch sein. So, was ist eigentlich hier passiert? Was? Komm später wieder. Sieht doch toll aus. Diesen roten Himmel kannst du wohl selbst du nichts ausrichten. Ja, ich kann vielleicht. Sag mal, wie sehen die überhaupt hier am Pokémon? Ich sehe da gar keins im Schatten. Also, andererseits mit der roten Kette kann doch irgendwie gegen den roten Himmel ankämpfen. Hm? Die Kette ist doch stärker als ein Himmel. Oh Mann, oh Mann. So, Freunde, für mich ist es Zeit, die Aufnahme 6 zu beenden. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Hier bei Pokémon Legend Arceus mit unserem geilen Team. Mitunter aus Elite-Pokémon, mitunter auch nicht. Das ist halt. Ja, so ist halt. Aber egal. Sind trotzdem alle ganz krass drauf, alle mächtig stark, so wie es auch sein soll. Der Nunter ist ein bisschen nah dran. Ein bisschen besser. Jo, mit diesem Team werden wir in der nächsten Folge, also mit unserem Hisui-Team, denn es besteht aus Hisui-Formen, also Regionalformen, aber auch aus neuen Entwicklungen wie im Axantor, Ursaluna und Sneeboss. Krass, was? Stimmt ja. 1, 2, 3 neue Pokémon, die es erstmalig in der Hisui-Region gab. Und mit Viscogar, Washaquille und Tonuptor 3 Hisui-Formen, oder 3 Regionalformen, bereits bekannter Pokémon. Krass. Ja, mit unserem neuen Hisui-Team und neuen Klamotten. Die Mütze geht schon. Würde man sagen, nächste Folge, also folgen wir der Expeditionsleiter dem Boku. Und, keine Ahnung, wir sind bereits im großen Finale kommen gegen die. Ich nehme jetzt mal an, wird eines legendärer Pokémon sein, also im Sinne von Dialga oder Palkia, je nachdem halt, vermutlich anhand dessen, wie wir jetzt gewählt haben. Da ich mich jetzt für Perl entschieden habe, wird es vielleicht Palkia sein. Oder eben deswegen Dialga und Palkia kommt später mal dazu oder so. Kein Plan, wir werden sehen. Wie dem auch sei, die Pokémon sind müde, ich auch. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich schläft im Flug, okay, nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus und ciao zusammen.